Ja, ich glaube mal, so schlimm kann das da drin auch nicht werden. Schließlich waren wir ja im Schläfertempel. Also im ersten Teil. Und da war es auch ziemlich chaotisch. Aber bevor wir in den Adanos-Tempel gingen, möchte ich natürlich noch die ganzen Portale aktivieren. So, wo war denn dieses? Das war... Hä? War das nicht irgendwo da unten? Halt, wo ist denn die Hütten? Das mache ich auf der anderen Seite. Also wir werden jetzt noch die anderen 3 Portale aktivieren. So, laufen wir mal durch. So, und zacki, sind wir da. Jetzt müssen wir nur noch finden. Da steht er. Damit er uns wieder einen Fokusstein gibt. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ja, Gold ist immer gut. Was haben wir denn an Fähigkeitspunkten? 15. Wie wär's denn mit magischen Fähigkeiten? Ich glaube, die können wir bestimmt noch brauchen, damit wir mächtigere Zauber benutzen können. Kannst du mir deine magischen Fähigkeiten beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du deine magische Kraft erhöhst. Ich will meine magische Kraft steigern. Achso, Mana-Kosten. Ja, können wir denn nicht irgendwie aufsteigen in den ersten Kreis oder so? Halt, das war die Karten wieder. Die brauchen wir nachher. Pass auf, wir sind jetzt Magiekreis 0. Das möchte ich natürlich noch ein bisschen ändern. Damit wir, wie gesagt, stärkere Zauber hernehmen können. Hey, Da war aber noch einer. Wie wär's denn mit dem da? kannst du mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Alchemie unterrichten. Und ich kann dir zeigen, wie du deinem Irrlicht beibringst, nach Gegenständen zu suchen. Ja, das konnte eigentlich behalten. Ich wollte ja einen magischen Kreis kriegen. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos. Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Was sind die Kammern Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es 3 Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte, aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen.
Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Adanos möge dich schützen. Ja, gut, es liegt natürlich immer an uns. Ist ja nichts Neues, ne? So, dann haben wir darin nichts. Wir werden uns mal schnell healen. Weil wieder die Nacht anbricht und in der Nacht möchte ich nicht umeinander wandern. So, bevor wir aber in den Tempel gehen, wie gesagt, gehen wir erst einmal zu den anderen Sachen. Pass auf. Da geht's zum Banditenlager da, also da unten. Da möchten wir ja nicht hin. Das heißt, wir müssen nochmal in den Canyon. Oder? War im Canyon so ein Ding? So ein Portal? Allerdings. Und im Sumpf sind 2. Also im Sumpf waren sie und hinten im Banditenlager dann. Okay, wir gehen jetzt erstmal in den Canyon. Ich hoffe mal zum letzten Mal jetzt. Da waren wir ja oft nur. Und dann werden wir irgendwann, wenn wir damit fertig sind, an Raven folgen in den Tempel. So, nehmen wir mal einen Trank der Geschwindigkeit. Geht ein bisschen flotter. Ich hoffe doch, die Klaue Belias ist ein Einhandschwert. Dann könnten wir das auch ganz gut brauchen. Den Raven braucht es dann nimmer, den werden wir ja erledigen wahrscheinlich. Ne, es war geil, wenn der immer so laffert hat. Dann war man nämlich viel flott unterwegs. Jetzt bei den Banditen, glaube ich, gibt es ja nichts mehr. Ich bin ja immer noch gespannt, wo wir mal ein Ding lernen. Hier einen magischen Kreis, damit wir irgendwie weiter fortschreiten mit der Magie. Damit wir dann hier so die Runen auch benutzen können. Weil es gibt ja Magierunen. So, da ist der Tempel. Also nicht der Tempel, das Portal. So, und so schauen wir wieder zurück. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Okay, haben wir noch 2. Und zwar der im Sumpf und beim Adanos-Tempel. Und deswegen werden wir uns jetzt mal in den Dschungel aufmachen, also in den Sumpf besser gesagt. Gut, Dschungel ist auch rundum. Und dann sind wir eh schon mal begegnet. Den Tempel. Also dem Portal besser gesagt. Da wo wir ja noch die Herrenhäuser gesucht haben. Da sind wir schon mal bei einem so einem Ding gestanden. So, da vorne geht es zu den Banditen. Jetzt muss ich mal schnell einen Blick auf die Karten werfen. Das ist ganz in der Nähe.
Und zwar irgendwo da rundum. Und da über den Bergaffe. Genau, da oben ist es. Bei dem Stein da. Genau, da sind wir ja mal gestanden. So, also haben wir das auch schon mal. Geht ja ziemlich schnell. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Gut, dann hätten wir das. Jetzt gehen wir natürlich. Geht's da zum Sumpf? Ja. So, das machen wir gleich so. Geht ja schneller. Denn wir müssen nicht so die Banditen. Und die Banditen, die kann man natürlich auch noch umlegen. Das habe ich früher auch immer. Machen wir das. Das machen wir später. Glaubst du wirklich? Das hätte auch ja nicht, dass das alles ist. Jetzt glaube ich, ist das noch ein bisschen ungesund. Aber wenn wir mal die blaue Belias haben, die können wir ja dann gleich mal fürs Gute ersetzen. Jetzt kann man doch schnell zu unseren Kumpel schauen. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Möglich ist alles. Irgendwann muss das hier so. Juan hat für Esteban gearbeitet. Was? Spiel keine Spielchen mit mir, du wusstest davon. Gut, du hast recht. Aber dir ist auch hoffentlich klar, warum ich es dir nicht erzählt habe. Jeder hier im Lager weiß, dass du für Esteban arbeitest. Ich habe keine Lust, in die Sache mit reingezogen zu werden, nur weil du scharf auf einen roten Stein bist. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ich arbeite nicht wirklich für Esteban. So? Du willst den alten Sack übers Ohr hauen? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Behalt es für dich. Wenn es um Esteban geht, solltest du niemandem trauen. Nicht mal mir, klar? Und jetzt genug davon. Sonst hört uns noch einer. Ja, ich will sowieso handeln. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn noch? Wir haben 3219 Gold. So, können wir denn irgendwas verkaufen, was wir nicht brauchen? Das war keine große Sache. Das da zum Beispiel brauchen wir nicht. Rostiges Schwert brauchen wir nicht, rostige Axt nicht. Holzfäller Axt brauchen wir nicht. Das wird sich nie ändern. Dafür brauchen wir noch ein paar Dinger. Ein paar Heiltränke. Das wird sich nie ändern. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Das ist kein Geheimnis. Daran wird sich nie etwas ändern. Ja, nehmen wir lieber die auch noch mit. So, Pfeile haben wir nur, ne? Gut, man muss ja gut ausgerüstet da reingehen. Denn ich glaube, da drinnen wird es Ich werde mich da nicht einmischen. ordentlich zur Sache gehen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das interessiert mich nicht. So, da ist der Teleporter. Da ist der Sockel. Dann geht der schon mal. Was denn eigentlich Torus noch irgendwas? Hey, du. Achso, der weiß nichts mehr. So, jetzt gehen wir nochmal schnell zurück zu dem Magier. Damit der Bescheid weiß. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Hier hast du ein paar Goldmünzen. So, Freunde, so schnell sehen wir uns wieder nimmer. Denn wir gehen jetzt in den Adanos-Tempel. Heute zum Tal.
Sumpf. Banditenlager, das ist gut. So, seht ihr das? Geht ja wunderbar. Viel schneller als zu Fuß aussehen.